herzlich willkommen zu dieser hochklassigen Freundschaftspartie. Beide Mannschaften kennen sich bestens und deswegen darf man gerade mal gespannt sein, wie die Partie läuft. Sebastian. Ja, richtig, Tom. Also ich finde es besonders interessant, dass die Trainer alles auf den Platz geschickt haben, was Rang und Namen hat. Also alle Stars sind dabei. Es sind zwei richtig gute Fußballmannschaften. Der Druck ist ja gar nicht so da, weil es nur ein Freundschaftsspiel ist. Dennoch wird es ein richtig packendes Fußballspiel werden. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb. Ah, das war natürlich dumm. Noch so eine Aktion und er sieht rot. Ja, der Schuss geht genau in die Mauer. Knackst du am besten eine Abwehr über außen. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so in den Strafraum hinein... Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Richtige Entscheidung. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Klasse Aktion. Ja, klasse. Direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Tja, ich bin nicht der Schiedsrichter. Ich hätte ihr mit Sicherheit die gelbe Karte gezeigt, aber der Mann da unten, der gibt nur Freistoß. Oh, das war ein böses Foul. Und was macht der Schiedsrichter? Er lässt weiterlaufen. Das gibt's doch nicht. Tja, und wie er den rausholt, das muss er auch nach dem Schlusspfiff mal in aller Ruhe erklären. Gut geklärt, fair gemacht, souveräne Abwehrarbeit. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Und raus mit dem Ball aus der Gefahrenzone. Mein lieber Mann, was für ein Zweikampfverhalten. Und der Schiedsrichter hat recht, hier muss es Freistoß geben nach dieser Aktion und es gibt ihn auch. Das war ein klares Foul, genau vor der Strafraumgrenze, also da, wo man eigentlich nicht faulen sollte. Das ist eine richtig gute Freistoß. Der geht in die Mauer. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne.
hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Unglaublicher Reflex vom Keeper. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Hat er mit dem Kopf geklärt. Nur ausgeglichen der Spielstand zwischen diesen beiden Mannschaften. Nutzt er die Chance. Ja, klasse Abwehrarbeit. Gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Ecke. Er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Und nach 45 Minuten haben die Zuschauer noch keinen Treffer gesehen. Wir werden in dieser Partie natürlich noch versuchen, etwas über die Verletzung des großen Pechvogels der ersten 45 Minuten. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Weit nach vorne gepasst. Oh, klasse, der lange Ball. Er köpft ihn erstmal weg. Den Ball weit nach vorne gepasst. Oh, das hat er klasse gemacht. Und da kommt die Flanke mit viel Effet. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Na, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Werder-Flanken, da sind sie, glaube ich, genau mit den Köpfen aufeinander geprallt. Ja, und der Flankenball war ja viel zu dicht vors Tor gezogen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, für mich besteht da kein Zweifel, für den Schiedsrichter auch nicht. Also, gelbe Karte. Und der Keeper brilliert hier heute mit seinem Stellungsspiel. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Das ist einfach super, wie die da hinten drin stehen. Taktisch ganz diszipliniert. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. War etwas ungestüm in dieser Aktion. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Dann ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. So, jetzt müsste mal langsam die Hereingabe kommen. Ja, da hat er gut mitgespielt. Der Torwart holt sich den Ball.
Ja, und der ist noch im Spiel. Ja, die Spieler rücken in den Strafraum auf. Es gibt Eckball. Diese Abwehr macht heute fast keiner was vor. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Klasse Aktion. So, und jetzt lassen Sie die Abwehrspieler mal ein bisschen laufen. Ja, da bringt er zwar die Fingerspitzen noch an den Ball, aber der ist immer noch heiß. Ja, Schiedsrichter zeigt in Richtung Fahne. Es gibt Eckball. Ja, gut rausgeköpft. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Und natürlich muss er jetzt die gelbe Karte aus der Tasche holen. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Ganz souverän. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Jetzt versuchen sie da hinten mit Mann und Maus ihr Tor sauber zu halten. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, und das Tackling war schlecht getimt, deswegen die Entscheidung korrekt. Verwarnung. Also wer so spielt, darf sich über gelbe Karten nicht beschweren. Der Schiedsrichter muss hier einfach hart durchgreifen. Da hat der Verteidiger einmal mehr sehr gut aufgepasst. Ja, sowas sehen wir hier nicht gerne. Klare Sache, Freistoß. So haben sie das im Training geübt. Tor! Den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Unerreichbar für den Keeper in die untere Ecke. Unglaublich, alles hat er nach vorne gewunken, der Trainer, und es hat geholfen, aber der Eckball, der kam auch gut und sie haben diese Chance genutzt und den Treffer erzielt. Ja, ganz souverän, ganz locker rausgespielt, der Erfolg. Und mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Resultat können sie mehr als zufrieden sein. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.